Hallo, wir wollen unser Studium fortsetzen und uns einen weiteren Bibeltext anschauen. Und zwar ist das Lukas 10, 18. Und wie immer werde ich den Text einmal in einer protestantischen Übersetzung und einmal so, wie es in der Bibel der Zeugen Jehovas geschrieben steht, lesen. Lass uns also den Bibeltext in beiden Übersetzungen einmal anschauen. Schlachter 2000. Da sprach er zu ihnen, Jesus: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Neue Weltübersetzung. Da sagt er zu ihnen: Ich sehe schon, wie Satan wie ein Blitz aus dem Himmel gefallen ist. Wie kommt das, dass in dem einen Bibeltext Jesus von etwas Vergangenem spricht? Und in dem anderen wird es so übersetzt, als ob es noch zu der Zeit, wo Jesus das gesagt hat, etwas Zukünftiges wäre. Nun haben wir irgendwelche andere Bibeltexte, die von dem gleichen Ereignis sprechen? Lass uns dazu ins Buch der Offenbarung gehen und dort ins 12. Kapitel. Denn wir lesen dort von dem großen Kampf zwischen Michael und seinen Engeln und Satan und seinen Engeln. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. In Vers 9 heißt es dann, dass Satan vom Himmel hinabgeworfen wurde auf die Erde, denn der Kampf ereignete sich ja im Himmel, zusammen mit seinen Engeln. Doch die Frage bleibt trotzdem: Sprach Jesus nun von etwas, das in der Vergangenheit geschah, oder von etwas, das noch zukünftig ist? Sprach Johannes von seiner Zeit gesehen noch von etwas Zukünftigem? Lasst uns dazu zurück zu Lukas 10, Vers 18 gehen und uns den Text mal im Griechischen anschauen, genauer gesagt das Wort, welches dort für sah oder sehe geschrieben steht. Und zwar ist es das griechische Wort Ephoron, was so viel bedeutet wie ich sah, ich schaute. Es kommt von dem Wort Theoreo, etwas anschauen, erblicken, sehen. Es steht also tatsächlich in der Vergangenheitsform geschrieben und nicht im Futur, so wie das bei der NWÜ der Fall ist und sogar in deren Königreich Interlinear griechische Übersetzung, obwohl es das gleiche Wort ist. Es kommt insgesamt im Neuen Testament noch weitere 3-mal vor. Lasst uns daher einmal anschauen, wie in diesen Bibeltexten dasselbe Wort übersetzt wurde. Markus 3,11: Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, griechisch Eteron, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen: Du bist der Sohn Gottes. NWÜ: Selbst die bösen Geister warfen sich vor ihm auf den Boden, wann immer sie ihn sahen, griechisch Eteron, und schrien: Du bist der Sohn Gottes. Das ist jetzt aber interessant. An beiden Stellen können wir sehen, dass richtigerweise in der Vergangenheitsform übersetzt wurde, also so, wie es auch im Griechischen geschrieben steht, und genau auch in der Form, wofür dieser Artikel steht. Doch um ganz sicher zu sein, lasst uns einen weiteren Bibeltext anschauen. Auch in Markus, dort in Kapitel 15, der Vers 47. Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt wurde. Also Vergangenheitsform. NWÜ: Maria Magdalene und Maria, die Mutter von Joses, schauten weiter auf die Stelle, wo der Leichnam hingelegt worden war. Schauten, nicht schauen. Hier auch beide Übersetzungen richtigerweise beschreiben etwas Vergangenes. Und dann noch der letzte Bibeltext, in dem dieses Wort im Neuen Testament vorkommt, Johannes 6, Vers 2. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. NWÜ: Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Wunderzeichen sah, die er vollbrachte, als er die Kranken heilte. Hier auch dasselbe, also in allen 4 Bibeltexten, in denen dieses griechische Wort vorkommt, wird es richtig übersetzt in der Schlachter
und auch in der Neuen Weltübersetzung, mit Ausnahme von Lukas 10, Vers 18. Was uns nun zurück zu der Eingangsfrage führt: Wieso ist das so? Zeugen glauben nämlich, dass dieses Ereignis, also dieser Kampf im Himmel, aus Offenbarung 12 erst 1914 stattfand, und genau aus diesem Grund darf in ihrer Übersetzung diese Aussage von Jesus nicht in der Vergangenheitsform geschrieben stehen, obwohl es an all den anderen Bibelstellen, die wir uns angesehen haben, richtig übersetzt wurde, nur nicht hier. Und das aus einem ganz einfachen Grund. Das würde sonst ihrer Lehre, zumindest einem wichtigen Bestandteil ihrer Eschatologie, deren Lehre über die Endzeit, ins Wanken bringen. Doch macht man sich nicht schon dadurch unglaubwürdig, wenn man einen Bibeltext bewusst falsch übersetzt, während dasselbe Wort an anderen Stellen richtig übersetzt wurde? Wann also fand dieser Kampf im Himmel statt? Und ist mit dem Kind, welches die Frau in Offenbarung 12 gebärt, wirklich das, wie sie es nennen, neugeborene Königreich gemeint? Schauen wir uns einmal ihre Auslegung dazu an. Fragen von Lesern: Wann wurde Satan aus dem Himmel vertrieben? Obwohl das Bibelbuch der Offenbarung nicht den genauen Zeitpunkt der Vertreibung Satans angibt, erwähnt es doch eine Reihe von Ereignissen, die uns helfen können, den Zeitpunkt seiner Vertreibung aus dem Himmel abzuschätzen. Das erste Ereignis ist die Geburt des messianischen Königreichs. Daraufhin brach im Himmel ein Krieg aus, der zur Niederlage Satans und schließlich zu seiner Vertreibung aus dem Himmel führte. Also hier geben sie erst einmal zu, dass sie das genaue Datum gar nicht wissen, aber dann nach 1914 gewesen sein muss. Die Heilige Schrift bezeichnet 1914 eindeutig als das Jahr, in dem die bestimmten Zeiten der Nationen endeten und das Königreich errichtet wurde. Der Drache Satan stand ständig vor der Frau, die gebären wollte, heißt es in Offenbarung 12,4, damit er ihr Kind verschlinge, wenn sie gebären würde. Dies zeigt, dass Satan das neugeborene Königreich möglichst schnell, möglichst schon im Moment seiner Geburt vernichten wollte. Obwohl Jehovas Eingreifen Satan daran hinderte, seine bösen Absichten zu verwirklichen, war Satan entschlossen und unerbittlich in seinem Bemühen, dem neu errichteten Königreich Schaden zuzufügen. Dies deutet darauf hin, dass die Niederlage und Vertreibung Satans kurz nach der Geburt des Königreichs im Jahr 1914 stattfand. Hier möchte ich gleich zwei Dinge ansprechen. Zum einen ist Offenbarung 12 wie ein Überblick auf den großen Kampf zwischen dem Samen der Frau und ihrem Nachkommen und dem Samen der Schlange, also Satan und dessen Nachkommen. Es ist also ein Überblick über den Ablauf der Geschichte, den Kampf zwischen Gut und Böse. Und so fängt auch dieses Kapitel an, bis hin zu dem verheißenen Samen, dem Messias. Und wann wurde Jesus in den Himmel entrückt? Doch nicht erst 1914, während die Frau für Gottes Volk steht, das auch während 1260 Jahren vor der dunklen Herrschaft des Papsttums fliehen musste. Und dann ab Vers 7 bis 10 gibt uns Johannes noch einen weiteren Einblick, und zwar darüber, wo dieser Kampf begann, nämlich im Himmel. Johannes zeigt uns also hier, dass bevor schon Adam und Eva gesündigt hatten und Gott ihnen nicht nur die Verheißung des Erlösers gab, sondern auch diesen großen Kampf zwischen Gut und Böse vorhersagte, und dass dieser Kampf bereits im Himmel begann und sich hier fortsetzte. Denkt ihr nun, dass Satan nach seiner Rebellion noch Zugang gehabt hätte zum Thron Gottes? Was geschah, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten? Hatten sie noch Zugang zum Paradies? Nein, sie wurden aus dem Paradies geworfen. Doch diesbezüglich nimmt man gerne Hiob 1, Vers 6 als Beweis dafür, dass Satan noch Zugang hatte zu Gott im Himmel. Doch wenn man genau liest, steht da nirgends, wo das war. Das kann sonst wo gewesen sein. Alles, was wir aus diesem Vers erfahren, ist, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und Satan dazu kam. Mehr steht da nicht.
Von Jesus wissen wir aber, dass er Satan bereits vom Himmel herabfallen sah, wenn man es dann auch richtig übersetzt. Und auch Petrus spricht bezüglich dem Rauswurf der gefallenen Engel aus dem Himmel als von einem Ereignis, das noch vor der Sintflut geschah. Das lesen wir in 2. Petrus 2, Vers 4 und 5. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren. Und dann fährt er fort, dass er auch nicht die Welt verschonte, sondern Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, das Achten bewahrte, aber die Sintflut über die Gottlosen brachte und so weiter. Und schreibt nicht Hesekiel selbst über Luzifer: In Eden im Garten Gottes warst du, vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen, so habe ich dich auf die Erde geworfen. Ja, und selbst Jesaja schreibt über Luzifer: Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Sünde trennt uns von Gott, daher war es auch nicht möglich, dass Satan erst 1914 aus dem Himmel geworfen wurde. Genauso wie Adam und Eva nicht im Paradies bleiben durften, nachdem sie gesündigt hatten. Nun, ich hoffe, ich konnte euch anhand der Bibel genügend Beweise dafür aufzeigen, welche der beiden Versionen von Lukas 10,18 die glaubwürdigere ist. Und hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir uns einem weiteren Thema widmen werden. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.